Ja, wir stoßen, wie doch am Tageblatt richtig hecht, und Grenzen vom Benevolat. Das ist eine Realität, nicht nur für Sportsvereine, auch für andere Vereine, für Kulturvereine, für Musiken und so weiter. Und da müssen wir etwas machen. Wir brauchen, wie der Kollege Ambert die ganz richtig gesagt hat, hauptamtlich Matterbestand an der Föderationen. Wir brauchen da aber auch andere Vereine. Es gibt Vereine hier am Land, die mehr groß sind wie verschiedene Föderationen. Aber jeder, der etwas zu tun hat mit dem ganzen administrativen Aufwand von Lizenzen und so weiter, von sportmedizinischen Untersuchungen, von Rendezvous, die mussten gemacht werden, von der Gestion, von Trainingen, von der Gestion, von der Penurie, von Terrain, weiß, wie schwer das ist. Da brauchen wir eine Professionalisierung. Das gesagt von der Kollegin Lorge ganz richtig, wir haben einen Trainermangel und wir haben einen Novus-Boom. Auch das ist ein Problem. An den der wir nicht blauäugig umgehen. Ich meine, der Sport beruht auf Kompetition. Nicht auf Kooperation zwischen Vereinen. Vereine sind an einer Kompetition, an einer Konkurrenz, das Quintessenz vom Sport. Und da muss natürlich dafür gesorgt gehen, dass an den Sportsvereinen genug an Educator, Trainerinnen zur Verfügung stehen, die natürlich haut es das auch alle gute Willen bezahlt gehen. Also sie doch nicht mehr für ihre Unkosten remuneriert gehen. Das ist eine Realität, die muss man entgegengucken. Sport ist wichtig, weil Sport ist viel mehr wie nur Bewegung, Gesundheit. Sport ist, das habe ich schon gesagt, auch Erziehung, Teamgeist, Kollegialität, Fairplay, Disziplinlehre, Pünktlichkeit, Schaffen für den Erfolg, das, was Kollegin Cecil Hammond Schule vom Leben genannt hat. Die Schule, die haut ganz oft als Jungen fehlt. Aber gerade da, ich muss das mal ganz klar konstatieren, verseht als Politik am Alltag. Es fehlen Infrastrukturen auf viele Gemengen. Wie viele Hallen haben nicht die richtige Maße für keine Kompetitionen aufzuhalten? Wie viele Hallen mussten sich gedeelt gehen zwischen verschiedenen Vereinen, dazu als verschiedenen Dörfern oder verschiedene Gemengen für den verschiedensten Sportarten und können den nicht mehr noch. Als Bevölkerung wird es so stark zugeholt, dass die Infrastrukturen für anhanden fehlt. Es geht so weit, dass Halle ganz einfach inexistent sind. Für ein anderthalbes Jahr wäre es nach eng froh, ob zum Beispiel der Futsal hier an der Stadt Kind eng Hall kriege. Haut als die Equipe, die da Gott sei Dank kommt, in extremis. 24 Stunden näher das Ultimatum von der Föderation aufgelevert, eng Hall kriege, als an der Cupfinal an Ouverture auf den Championstitel. Mit das war auch vorgestellt durch einen Mangel von Infrastruktur, an das darf nicht sein. Wir gerieren eine Penurie. Weil nicht genug vorausgesehen ist an den einzelnen Gemengen. Ich will auch nicht ein Einzelgemenge vierstrichen. Wie viele Leute beikommen, wie viel Infrastruktur benutzt werden. Und da ist ein ganz großen Erfolg nötig. Ich habe heute dann am Tageblatt gelesen, dass man als Staat 50 Millionen ausgibt den Sport am Jahr. Ich wollte das einfach mal in Relation setzen mit den 52,5 Millionen, die man nächsten Donnerstag stimmen, für statistisch Klimaziele zu erreichen, den Transfer, den wir machen an balte Städte. Ich denke, da wir also nach Sput für ganz seriös etwas zu holen. An dem selben Tageblattartikel geht dann noch Räts über die ganz löwenswerte Initiative von dem früheren LSAP-Gemengekonseil Armand Dreves, den an der Stadt Lützeburg dafür gesorgt hat, dass ein Erbiskup angesagt wird, ein Konzept auszuarbeiten, wie man Vereine in Zukunft entlasten kann. Das ist ganz löblich, das ist auch ganz gut. Ich bin froh, dass die Erbiskup gibt, mir ein Erbiskup als keine Aktion. Aber für uns allen geht es hier um die betroffenen Leid. Und da meine ich also ein Missverständnis. Ich habe für uns 2 Jahre eine Aktion gestartet, für zu helfen, dass sozial schwach Leid eine Dämgekraft kriegen, für zum Beispiel hier Equipmente bezahlt zu kriegen. Nicht von der Stadt Lützeburg, sondern von einer ONG, die sich dafür ersetzen. Weil wir wissen, dass ich spreche von einer Sportart, wo ich mich ein bisschen mehr auskenne, ein Sportsequipement zwischen 180 und 250 € kostet. Das ist viel Geld für eine sozial schwache Familie.
Und kann doch nicht sinn, dass man hier an engem Land leben, wo Leute hier im Sport nicht können no gehen, wo die Vereine die Leute nicht können, von der Straße holen, weil 150, 180, 200 oder 250 Euro fehlen. Und das ist kein Mensch, den du etwas erhält. Aber wenn die Gemeinde nicht kann oder nicht will machen, dass keine ONG kann abgetrieben gehen, die da aktiv geht. Und ich meine, das ist das, was hier Quintessenz ist. Was wir brauchen, sind konkrete Aktionen. Konkrete Aktionen, wie wir die Trainer können ausbilden, wie wir die können remunerieren, wie wir können halbamtlich oder hauptamtlich Leute an die Vereine, an die Föderationen bezahlen. Das ist darüber, wo du kannst. Und nicht an Gesprächen, an Diskussionen, aber ganz konkret, die nächste Saison fängt an los die Leute, die wollen Sport machen, an der Reinkeier, kein Sport können zu machen, mit einer sozialen Stellung an der Gesellschaft. Das ist für die DDR definitiv keine Alternative.